Es ist eine Zeitreise mit Ankunft im Mittelalter. Hier keine künstliche Kulisse. Wände, Türen, Decken, ja sogar die Beschläge sind wohl 500 bis 600 Jahre alt. Hans-Jörg Bauer hat das Haus mit seiner Schwester und seinem Neffen geerbt. Vor kurzem war der Dachboden noch mit Holz vollgestapelt. Es war uns gar nicht klar, was hier für ein Schatz verborgen ist. Wir haben hier ausgeräumt und auf einmal ist hier das Mittelalter aufgetaucht. Hans-Jörg Bauer ist in dem Haus aufgewachsen. Sein Jugendzimmer, als wäre er gerade gestern ausgezogen. Ein gewisser Sinn fürs Aufheben und Bewahren liegt in der Familie, genauso wie der ständige Kampf um den Erhalt des alten Hauses. Das kennen die Bauerskinder von klein auf. Nun soll aufgeräumt und saniert werden und plötzlich überrascht das Elternhaus ständig mit historischen Besonderheiten. Es liegt zentral, gleich gegenüber der Dinkelsbühler Prachtfassaden. Das Münster und das Haus der Familie Bauer, Fenster an Fenster. Bauforscher Ralf Roßmeißel arbeitete lange im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim. Jetzt ist er dieser Hausgeschichte auf der Spur. Heute Buchhandlung, früher auch Fleischerei, Lager und Gasthof. Erste schriftliche Hinweise stammen von der Familie mit diesem Wappen, das Testament des Bürgermeisters Johann Schwertführer aus dem Jahr 1570. Da ist erstmals das Haus erwähnt mit dem Hinter- und dem Nebenhaus, also genauso wie es heute noch besteht. Und angesetzt so 800 Gulden. Das war also sehr hoher Wert damals, vergleichsweise. Ein Bauernhof hat so 150, 200 Gulden gekostet mit Einzugehörigen. Schon immens. Das war so immens. Familie Bauer kauft das Haus in den 1970er Jahren. Die Buchhandlung wird das Lebenswerk des Vaters. Mächtige Balken und Träger erinnern an die Bedeutung des Bauwerks. Das Treppenhaus nach alten Vorlagen rekonstruiert. Wer genau hinsieht, entdeckt überall Relikte der alten, hochwertigen Ausstattung. Also im Zuge der Umbaumaßnahmen, wie das Ganze hier zur Buchhandlung wurde, ist hier Sand gestrahlt worden und dann ist diese Säule hier zum Vorschein gekommen. Die war vorher verputzt, die ist quasi jetzt erst aufgetaucht. Vor allem da oben diese Aussparung, ne? Ja. Wahnsinn. Hans-Jörg Bauer will die Buchhandlung des Vaters unbedingt erhalten. Das ist kein Erbe, das ist ein Vermächtnis, sich hier zu kümmern und vor allem den Erhalt zu sichern. Das liegt uns am Herzen und wir haben hier Möglichkeiten und die versuchen wir zu nutzen, um eben das, so gut es geht, zu erhalten. Dabei ist Hans-Jörg Bauer kein Buchhändler, er ist Lehrer und hat eine Idee. Ich bin ein Sonderschullehrer an einer Körperbehindertenschule. Bei uns geht ganz viel über Begreifen. Man muss hinfassen. Und Idee wäre vielleicht hier so ein paar Exponate auszustellen, wo die Leute hinfassen können und mal wirklich Geschichte erleben können, Sachen berühren, anfassen können und ausprobieren können. Ein Museum zum Anfassen. Für diese Idee geht Hans-Jörg Bauer mit Feuereifer ans Werk. Bis die Denkmalpfleger kommen. Seitdem siebt er seinen Schutt Schaufel für Schaufel. Es könnte ja historisch Bedeutsames darin stecken. Auch Bauforscher Simon Schmidt vom Landesamt für Denkmalpflege kommt nicht zum ersten Mal. Seine Begeisterung ist ungebrochen. Im Dachboden hat er eine wahre Schatzkammer entdeckt, voller Dachziegel. Ja, Herr Bauer, Sie haben hier ganz, ganz tolle, ganz besondere historische Biberschwanzziegel auf Ihrem Dach. Ungewöhnlich ist dieses riesige Format, ne? Es ist ein halber Meter fast. Die sind wirklich, wirklich sehr hochwertig gearbeitet und das deutet für uns eigentlich auf ein recht hohes Alter hin. Den Dachstuhl datiert Simon Schmidt auf die Zeit um 1410. Er hält es für möglich, dass auch die Ziegel 600 Jahre alt sind. Dass so ein Dachziegel so lange hält, das ist ja für mich als Oldtimer-Fan, ich mag die alten Dinger und ist das schön zu hören. Das ist wow. Das Dach und die obere Innenausstattung des Patrizierhauses noch aus dem Mittelalter?
Bauforscher Simon Schmidt will nun prüfen, ob er diese außergewöhnliche Entdeckung mit weiteren Hinweisen belegen kann. Hans-Jörg Bauer ist stolz auf die Geschichte seines Hauses. Ein Erbe mit großer Verantwortung. Und der Weg zu seinem eigenen Museum ist durch die historischen Besonderheiten nicht gerade kürzer geworden. Aber solche Herausforderungen nimmt er gerne in Kauf. Und in dem Museum zum Anfassen will er dann auch selbst als Mann des Mittelalters auftreten.